What the fuck? Moin Leute, heute ein bisschen ein anderes Video. Wir fahren heute einen Tesla. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, aber das sieht einfach geil aus. Boop. Und runter geht's. Wir sind am Fahren. Wohin genau, weiß ich nicht. Wieso kommen jetzt hier Autos, Digga? Wir fahren jetzt einfach so ein bisschen mit dem Tesla rum und ich erzähle euch, wieso ich das mache, I guess. Wieso mache ich dieses Video? Ich selber weiß es auch nicht genau. Mashallah. Und jetzt? Das hier ist ein Tesla Model X, der gehört nicht mir, der gehört einem Kollegen aus Basel. Deshalb fragt man sich wahrscheinlich, wieso machst du dieses Video überhaupt? Das ist eine berechtigte Frage und zwar mache ich dieses Video, weil mein größter Traum ist es, einmal einen Tesla zu haben. Und ich glaube, das wäre actually sehr, sehr funny, wenn ich euch so ein bisschen mitnehme auf den Weg, meinen Tesla zu bekommen. Ich kann mir momentan keinen Tesla leisten, nur mal zum das sagen. Also ich kann mir einen leisten, aber wenn ich den jetzt kaufen würde, dann hätte ich wahrscheinlich kein Geld mehr. Das wäre sick. Aber für die Leute, die es interessiert, ich möchte jetzt einfach mal ein bisschen rumfahren, ein bisschen über diesen Tesla X reden, so meine Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ich bin mit diesem Tesla mit Milo zusammen nach Wien gefahren. Das waren 900 Kilometer, das heißt, das waren so meine ersten richtigen Erfahrungen mit einem Tesla, mit Laden, mit den ganzen Problemen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich will nie wieder zurück zu einem Auto gehen. Also ich habe kein Auto, aber ich möchte eigentlich nie wieder ein Auto fahren, das ein Verbrenner ist, wirklich. Ich finde, elektrisch fahren ist so geil und man kann gar nicht erklären, wenn man es noch nie gefahren ist, wie geil das ist, weil zum Beispiel die schnelle Beschleunigung ist einerseits geil, wenn man gerne schnell beschleunigt, obviously, aber es ist eben auch geil, zum Beispiel, wenn man auf die Autobahn auffährt, bei Kreuzungen, wo man einfach schnell beschleunigen muss, weil es einfach sicherer ist. Also man ist einfach schneller auf dem Tempo der Straße und das fühlt sich nicht nur sicherer an, sondern macht auch Spaß. Deshalb Win-Win-Situation. Dieses Tesla Model X ist geil. Es ist ein Tesla Model X aus 2017, das heißt ein bisschen älter als die neuesten. Das heißt, es hat nicht mehr alle Features. Zum Beispiel der Bildschirm ist extrem laggy. Das ist scheiße. Es gibt keine, wie sagt man, den Dinger, wo man das iPhone drauflegen kann und dann lädt es ohne Kabel. Wireless Charging gibt es nicht. Der Scheibenwischer, wenn man schnell fährt, kommt nicht mehr ganz runter wegen dem Gegenwind. Das heißt, der Motor dort drin ist ein bisschen schlecht. Ich finde das Model X auf der Autobahn sehr, sehr geil. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde mir selber nie einen Tesla Model X kaufen. Das ist wirklich, man merkt, dieses Auto ist auf amerikanische SUVs angelehnt. Das heißt, für Deutschland oder für die Schweiz oder Österreich, es war way too big. Auf der Autobahn geht's, aber in der Stadt, Digga, du hast keine Chance. In jedem Parkhaus kommt das Auto hinten aus dem Parkfeld heraus, weil man unterschätzt eigentlich, wie lang dieses Tesla Model X ist oder wie groß, weil das ist wirklich ein Schiff. Wieso ist hier die Straße gesperrt, Digga? Hier hinten durch? Ja, scheiß drauf, Digga. Ich glaube, man kann sagen, dass der Tesla Model X zwar das Model ist mit dem meisten Komfort, die Türen gehen alle extra auf, man hat die Flügeltüren, das sieht nice aus, man hat extrem viel Platz, man hat 7 Sitze, die man installieren kann, das ist auch sehr, sehr geil, aber wirklich way too dank, way too big. Deshalb würde ich persönlich eher, ich muss jetzt hier nach rechts, schon beschleunigen, war mal kurz. Ey, es ist so geil. Ich persönlich würde mir einen Tesla Model 3 kaufen wollen, weil ich es einerseits das schönste Design finde vom X, Y, 3 und vom S, ja genau von diesen 3. Und ich glaube, es ist effizienztechnisch gesehen auch sehr, sehr gut, weil zum Beispiel dieser Tesla Model X ist von 2017 und hat eine Reichweite von 410 Kilometer. Das ist wirklich sehr, sehr wenig. Gerade als wir auf Wien gefahren sind, war das nicht so geil, weil es ist halt einfach schwer, es ist groß und ich persönlich brauche nicht so viel Platz. Ich bin schon ein paar Mal in meinem Leben Tesla gefahren. Tesla Model 3 bin ich gefahren, Tesla Model S bin ich gefahren, Model X bin ich auch schon gefahren. Und man muss wirklich sagen, beim Model 3 merkt man, dass es das billigste ist. Ich weiß nicht, wie man das beschreiben kann, aber es rattert. Sagt man das auf Hochdeutsch? Es rattert alles so. Es ist so holprig alles. Es ist sehr, sehr laut, weil es nicht so gut gedämpft ist. Obwohl ich finde, dass das Model X auch noch sehr, sehr laut ist. Das würde ich allgemein als so einen Nachteil von Tesla bezeichnen. Ich weiß nicht, wie es bei den ganz neuen Modellen ist, aber Teslas sind grundsätzlich, sie können ein bisschen besser gedämpft sein. Zum Beispiel, wenn man einen Podcast hört, dann hört man manchmal, wenn man auf der Autobahn fährt, den Podcast nicht so gut, auch wenn er sehr, sehr laut ist, weil es ist schon laut in dem Tesla drin, das ist so ein bisschen ein Nachteil, aber das war beim Tesla Model 3 am lautesten, habe ich das Gefühl, einfach weil es das billigste Modell war. Aber ich bin noch keine so lang gefahren wie jetzt dieses Tesla Model X, beziehungsweise ich konnte jetzt mal so die richtige Erfahrung machen, wie man einen Tesla fährt mit dem Laden, bla bla bla. Und es war schon schwieriger als gedacht, weil man muss schon so ein bisschen verstehen,
wie ein Tesla funktioniert, beziehungsweise wie das mit dem Bremsen funktioniert. Also klar, man weiß, wie alles geht, aber man muss so ein bisschen ein Gespür dafür bekommen, wie viel er gerade verbraucht, wie viele Leute drin sind, dass man so nicht den Struggle hat, ich habe noch 93 Kilometer Reichweite, aber bis zum Ziel sind es 80 Kilometer, wie schnell darf ich noch fahren, wie viel kann ich ballern, Digga. Der Autopilot, ich hätte nie in meinem Leben gedacht, dass der ich kann nicht reden. Ich hätte nie in meinem Leben gedacht, dass der Autopilot von Tesla so geil ist. Es ist wirklich auf der Autobahn oder auf der Mautstraße, wie man in Deutschland sagt. Das funktioniert so gut. Auf der Autobahn habe ich wirklich 100% Vertrauen in den Autopilot. Man muss nur halt die Hand so am Steuer haben, weil sonst fragt er dich, glaube ich, alle 30 Sekunden, dass du das Steuerrad bewegen musst. Aber das ist wirklich insane, wie gut der funktioniert. Das finde ich sehr, sehr geil. Ich war wirklich extrem überrascht, wie gut es ist. Und ich war auch extrem überrascht, wie chillig es ist, mit dem Autopilot zu fahren. Wir fahren jetzt hier auf einer recht dünnen Straße mit 85, mit dem Autopilot, in einer Kurve und absolut kein Problem. Von dem her, für lange Strecken ist es wirklich sehr, sehr geil, einen Autopilot zu haben. Ich muss nichts machen. Besser ist es. Und es ist einfach ein Flex. Digga, Tesla ist einfach ein Flex. Egal wohin du gehst mit dem Tesla, du wirst einfach angeschaut. Und ich weiß noch nicht, ob ich das geil finde oder nicht. Ich finde es jetzt nicht so schlimm. Grundsätzlich wollte ich euch mit diesem Video einfach mal so ein bisschen chillig mitnehmen beim Fahren mit dem Tesla, meine Gedanken sharen, beziehungsweise sagen, was ich gut fand an diesem langen Trip oder was meine ersten Erfahrungen sind und was ich mag, was ich nicht so mochte. Und euch vielleicht mit auf so eine kleine Reise nehmen. Ich weiß nicht, was die nächsten Steps sind, aber falls ich mal wieder einen Tesla habe oder vielleicht mich näher für einen entscheide oder sage, ja genau das will ich, dann kann ich euch auch sehr, sehr gerne mitnehmen, vielleicht mal im Stream oder so. Das kannst du wirklich nicht ausmalen. Ich fühle Tesla, ich fühle Elon Musk und was er macht, aber ich probiere auch wirklich nicht der 0815 Fanboy zu sein und zu allem zu sagen, ja, das ist mega geil, weil ich finde, es hat Sachen beim Tesla, die nicht so geil sind. Zum Beispiel die Boxen, finde ich jetzt sind nicht die besten. Ich finde die Boxen bei Audi, VW viel, viel besser. Und bei diesem Preis, finde ich, muss man einfach bessere Boxen haben. Allgemein würde ich sagen, viele Sachen sind halt so ein bisschen so lala von der Verarbeitung her, aber ist halt so amerikanisch. Ich glaube, in amerikanischen Autos ist immer die Qualität nicht die beste. Ich sag mal so, eigentlich verstehe ich auch nichts. Ich probiere nur irgendwie so ein bisschen professionell rüberzukommen. Nee, ich bin kein Tesla-Experte. Ich probiere nur meine Sachen euch zu erzählen, die mich interessieren darüber. Oh. Ah ja, da ist es. Oh. So. So, der Hase lädt und zwar mit 100 kW. Das ist jetzt nicht schnell, I guess, ist aber auch nicht langsam. Ich glaube, die neuen Teslas können mit 250 kW aufladen. Weil das ein alter Tesla ist, kann der nur bis zu 125, wenn ich es richtig weiß. Könnte aber auch sein, dass es komplett falsch ist. Ja, ich lade jetzt hier den Tesla noch auf. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ein bisschen ein anderes Video, ein bisschen ein weirdes Video. Es war so ernst. Ich weiß nicht, wieso ich so ein ernstes Video gemacht habe, aber irgendwie fand ich es funny, mich so ein bisschen mit diesem Thema zu befassen. Ich fand es sehr, sehr geil, dass ich diesen Tesla fahren durfte für 4 Tage bis nach Wien und zurück. Falls ich irgendeinen Quatsch erzählt habe, schreibt es in die Kommentare oder allgemein, wenn ihr irgendwelche Sachen habt, die wichtig oder interessant sein könnten, schreibt es in die Kommentare. Ich freue mich, eure Kommentare zu lesen. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Dann habe ich diesen Tesla nicht mehr. Und falls du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, dann lass es bleiben.